Grüß euch Gott, wie geht's euch denn? Dass ihr da seid, das ist schön. Erst das habt's uns grad noch gefällt, kommt's daher, grad wie bestellt. Wollen wir heut vielleicht noch wissen wir genau warum? Ja, kleine Kinder kehren ins Bett. Ja, aber unser einer nicht. Ich hab Batschen gekriegt schon vor x Jahren. Ja, die sind heute noch neu und das ist klar. Ich schau's täglich an und kann's nicht trauen, weil meine Freunde alle zu mir sagen: Ja, grüß dich Gott, wie geht's dir denn? Dass du heut da bist, das ist schön. Hörst du, hast uns grad noch gefällt, kommst daher, grad wie bestellt. Wollen wir heut vielleicht noch, ja, wissen wir ganz genau warum. Kleine Kinder gehen ins Bett. Ja, aber unser einer nicht. So schaut's aus, grüß euch gut, habe die Ehre, küsst die Hände zur Pawlatschen Nummer, weiß ich nicht mehr auswendig. Die wisst ihr, steht eh bei der Beschreibung dabei. Und ihr habt schon bemerkt, natürlich wieder eine Solo-Pawlatschen, weil der Patrick zwar schon am Gesunden ist, aber halt noch nicht ganz fit. Und nachdem wir ja morgen beim Lentner Karle aufspielen, ja, hat er gemeint, ob es nicht gescheiter ist, er bleibt daheim. Weil so richtig fit ist er nicht. Habe ich gesagt, na bleibst halt daheim. Nicht? Bin ja eh da. Ich bin ja eh da und ihr seid auch da und das ist das Wichtige. Grüß euch Gott. Also in diesem Sinne, beste Grüße an den Herrn Patrick. Aber wie gesagt, keine Sorge, er ist schon massiv auf dem Weg der Besserung, aber halt ja, es ist eine heimtückische Zeit, der jetzt gerade, jeder ist krank, also auch der Arzt, der Hausarzt von Patrick, der hat gesagt, brauchst gar nicht kommen, ich bin im Krankenstand, hat er gesagt. Eine blöde Zeit. Ich selbst merke es zum Beispiel überhaupt so gar nicht, aber ich habe das heute gemerkt, ein bisschen beim Einspielen, beim Einsingen, dass die Stimme noch immer oder weiß nicht, die Stimme so recht, also 100% bin ich nicht. Eigenartig fühle mich aber an sich so. Also 263, Susanne Faber reißt mir aus 263. Jawohl. Jetzt habe ich da, ich habe da jetzt alles ein bisschen, ich weiß nicht, ich hätte das früher auch machen können, ich habe das alles ein bisschen gepfuscht. Was soll ich machen? Aber ein Blick in den Chat, ich schaue mich ganz auf. So, der Maber ist da, grüß dich Gott, Matthias Mariacher, Ludwig Sass, Adi Rehberger. Liege am Zimmer mit Reha mit Grippe, bin erfreut. Na gut. Du wirst auch die Grippe, ne? Also sogar die gesund werden, haben die Grippe. Ein Wahnsinn. Adi, alles gut. Aber jetzt da ist ja das für dich ein Klacks, sowas, ein Klacks. Peter Prachtl ist am Start, in der Fritzlstadt, das ist unser Grand Senior, grüß dich Gott. Landtagsstromer Markus, jawohl. Der Artmann Paul, Markus Volker, Uli Slonek aus Helsinki wieder live dabei, grüß dich. Werner Wichtig. Uli, ich weiß jetzt nicht, wem ich schon alle gesagt habe wieder. Der Raffi ist da unser steirisches Urgestein, jawohl. Wolfgang, Hannes Spiesliner. Rudi Welschbonner ist Kischbalaton. Ja, servus in der Runde. Liebe Grüße aus Ungarn. Grüß dich Gott. Schön, dass du dabei bist wieder. Wem haben wir da noch? Die Maggie wäre wichtig. Dachte schon, Patrick ist im Mutterschutz. Matthias Mariach. Ja, schau. Susanne Faber natürlich. All my stuff. Wollt grad schreiben, fesch sind's die Buben, aber da lacht nur einer in die Kamera heute. Ja, tut mir leid. Aber dafür bringen wir eins schon zusammen, also im Laufe der Zeit tatsächlich die meisten Glückwünsche
hat der Party gekriegt. Ich habe noch nicht so viel gekriegt für euch. Gut, war nicht krank. Oder? Nein, ich glaube, krank schon, aber krankheitsbedingt, glaube ich, habe ich tatsächlich noch nie ein paar Platschen auslassen müssen. Aber ja, das macht er nicht freiwillig. Nicht? Es ist ja nicht so, dass er einen Spaß dran hat. Und war schon irgendwie gegangen, aber ja, wenn man muss noch spielen, es ist schon blöd. Und jetzt kommt dazu, also die beim Latschen selber ja nicht einmal so, aber das ist ja trotzdem eine gute halbe Stunde Vorzeit her und wieder heim. Und, und halt ja, bis du zusammengepackt bist, alles zusammengerammt. Und auch wenn ich jetzt zu ihm fahre, es ist trotzdem ein Gestudel daheim, nicht? Bis das aufgebaut ist, alles. Jetzt muss er, dann ist kalt, dann ist heiß, dann schwitzt man, dann ist am doppelt kalt, dann schwitzt noch mal mehr, weil schon wieder kalt. Nein, das ist nichts. Wozu? Nicht notwendig. Nicht notwendig. Ja. Alkohol tötet die Keime erfolgreich ab. Ja, all mein Stuff, scheinbar. Habe einen guten Lauf. In diesem Sinne jetzt einmal mit Rotwein heute. Mein Munkelein hat ihn mir ausgesucht. Mein Munkelein hat mir heute einen Hermader. Vom Winkler Hermader aus der Südoststeiermark. Hermader 2014. Jawohl, 13,5%. Cuvée aus 60% Merlot und 47% Cabernet Sauvignon. Nach einer 3- bis 4-wöchigen Maischgärung dürfen die beiden Sorten separat für 24 Monate im 300 Liter Holzfass aus eigener Eiche reifen. Das Zusammenspiel aus ergiebigem Niederschlägen, warmen Tagen, kalten Nächten und sorgsamer Handarbeit lassen die Trauben in den Steilen hängen auf Basalt und Tuff zu elegantem Weinen reifen. Tuff ist doch so ein Rasierwasser, oder? Gibt es ja das Tuff oder TÜV? TÜV heißt das, glaube ich. Oder heißt es nicht Tuff? So ein Klassiker. Das heißt doch Tuff. Ich meine, ich weiß schon, dass da was anderes gemeint ist. Also aus Kapfenstein, wunderbar, einer der besten, muss ich sagen, der besten Rotweinproduzent in der Steiermark. Meiner Meinung nach. Also der Winkler her, und das kann man wenigstens lesen. Das kann man gar nicht lesen eigentlich. Ja. Winkler Hermaden. Aber ein Traumtripferl. So, da steht, da sieht man es ein bisschen. So, ist nicht gesponsert, aber teuer bezahlt. 2014er und die Trinkreife, glaube ich, ist dann bis 2029 wird die angegeben. Bei dem Wein. Also in diesem Sinne jetzt einmal erster Schluck. Erster Schluck auf den Patrick, dass er morgen fit ist. Oder auf jeden Fall so fit, dass er nicht dann gleich wieder sagt. Sagen wir es so. Alles Gute, Patrick. Prost, Prost. Arschbocken zusammenzwicken. Ein zweiter Schluck natürlich auf unsere Pavlacisti. Auf euch. Sehr zum Wohl. Und der dritte Schluck, meine Lieben, und da möchte ich euch wirklich bitten, dass ihr mich unterstützt. Heute, der 24. Februar, ist jener Tag, an dem meine Frau Mama das Licht der Welt erblickt hat, nämlich im Jahre 1941. Das heißt, wir haben heute zum Mittag haben wir einander getroffen an der Hohen Wand und haben dort im 84. Geburtstag gemeinsam mit Bruderherz und Munkelein und quasi Schwägerin sozusagen haben wir das begangen und haben uns dort als Nachspeis Salzburger Nockerln aufs Wohl der Frau Mama reingehauen. Also, wir haben uns mehr reingehauen, aber am Schluss waren es, das Dessert waren Salzburger Nockerln. Also, möchte ich recht bitten, haut eine Orgie an rote Achteln für meine Mutter, für die Frau Mama, zum 84. Geburtstag, den sie heute hat. Und ich sehe gerade, der Roland Sperg ist da, jawohl, der kennt meine Mama gut. Der kennt meine Mama Ja, alles dann, auf die Frau Mama. Ja, die hat sich heute auch die letzten Tage und Wochen, ja, hat auch vieles mitmachen müssen, aber wie sagt sie immer selber, ich bin ja ein Bulle. Sagt sie immer, wenn sie mir einen Arzt oder so sagt, ich bin ja ein Bulle. Was auch stimmt. Ja. Georg Scheurer ist da, alles Gute nach Eibestal, sagt er, jawohl. Ja, schau,
Geiles Kapperl auf dem Kopf von Klaus, ja. Ich sag's euch ganz ehrlich, das hat wirklich die eine Begründung, dass ich erstens, das ist ja, weil mit der Beleuchtung, das ist ja ein kleines Studio. Also es ist kein Studio, das ist ein kleiner Raum. Und das da hinten ist schon schwach nur mit der Beleuchtung. Und wenn ich jetzt da sitze näher, aber es ist angenehm einfach, wenn ich allein da den Livestream mache, ist von der Beleuchtung her so egal, was ich mache. Vollkommen egal, was ich mache. Die Glotzen glänzt in einem Ausmaß, dass ich befürchten müsste, dass selbst wenn ich im Kellerraum mich befinde und hier beleuchtet bin, dass allein durch das Erstrahlen meiner Glotzen einfach viel zu viele Fluggeräte genau den Platz im Donaufeld aussteuern würden und hier natürlich erheblichen Schaden anrichten würden. Oberhalb der Kellerdecken, aber ja, deswegen Kapperl, das Leichten, und das ist wirklich so, dass das ist nicht ein bisschen, sagst du, das ist ja wurscht, dann glänzt es ein bisschen, aber ich werde es dann sagen, bei der Gitarre ebenfalls, das kriege ich nicht aus. So eine Einstellung bringe ich da einfach jetzt nicht hin. Und jetzt glänzt immer wieder ein Teil, aber bei der Glotzen ist es wirklich so. Und ich meine, sehr wurscht, ich kann es ja erzählen. Schau. Ja, schau. Ja. Ist eigentlich eh nicht zum Lachen. Ist eigentlich eh nicht zum Lachen. Schlechte Folge. Ja, aber da hilft man sich mit so einem Kapperl. Ne? Ja, das ist halt der Schmäh. Ist der Schmäh dahinter. So, wem haben wir noch alle da? Wem haben wir da? Oh, schaut aber so. Hast du eine neue Brille, Klaus? Matthias Mariache, ja? Das ist meine Computerbrille. Das ist meine. Da habe ich jetzt. Das ist die Brille, mit der ich was sehe. Wenn ich nicht am Computer sitze. Nobel, gell? Seriös. Ja, wie ich bin. Und das. Ja, mit der sehe ich im Computer. Das ist einfach nur schwächer. Das ist alles. Ja, das ist die klassische Clubmaster. Genau. Clubmaster von Ray-Ban. Nicht gesponsert, selber gekauft. Und das ist von einer österreichischen Firma namens Edelweiss. Sehr leibend. Sehr leibend mit Holzbügel. Ja, habe ich schon mit erzählt, glaube ich. Na gut, so, jetzt gehen wir mal weiter. Der Oliver Staff sagt, als Statistikfreak kann ich das nur bestätigen, Klaus. Noch nicht gefehlt, hätte ich nicht in Erinnerung, dass da mal gefehlt ist. Da gefällt aber schon, und zwar ziemlich am Anfang in der Corona-Zeit, wie meine Schwägerin plötzlich und unerwartet gestorben ist. Und es waren beide mal quasi Begräbnis. Einmal war es das Begräbnis, der Tag oder rund um den Tag vom Begräbnis selbst. Und das zweite Mal war es dann die Urnenbeisetzung. Und das war jeweils wirklich gerade der Mond, da habe ich gesagt, du, es muss ja nicht sein. Das waren allerdings zwei legendäre Pavlatschen, wo der Patrick gekämpft hat mit der Technik. Einmal da hat er nichts gesehen und nichts gehört. Da hat er dann abgebrochen. Die hat, glaube ich, eine halbe Stunde. Ich muss ich mal aussuchen. Die Pavlatschen, glaube ich, die hat eine halbe Stunde gedauert oder so. Aber legendär. Und das zweite Mal, weiß ich gar nicht. Da hat er so ein bisschen länger gehalten. War aber auch wirklich, erstens einmal das Internet bei ihm ist wirklich unter jeder Sau gewesen. Jetzt ist es schon ein bisschen besser und jetzt haben wir bald dann hoffentlich die Glasfaser. Und dann natürlich, ja, technisch versiert war auch nicht. Und da hat der Patrick schon, jetzt brav, muss ich sagen, da hat er schon ein bisschen Gas gegeben, dass er dazu lernt. Muss ich echt sagen, und ist da bemüht. Aber ja, ich meine, es ist halt, wenn das jetzt immer ich mache und auf einmal muss er das machen, war umgekehrt genauso. Nicht? Wenn auf einmal ich was machen muss, was eigentlich immer er gemacht hat. Das ist daher. Aber zweimal habe ich auf jeden Fall gefällt. War nicht sogar drei, aber zweimal würde ich jetzt aus dem Stand außer sagen. Aber tatsächlich aus krank, also weil ich krank war, kein einziges Mal. Ja. Jawohl, Susanne Fabre fährt nächste Woche nach Kitze auf Reha. Bravo, Susanne. Ja, wird leibend. Was hast du denn lagernd? Ich habe einen Hermer da. Hermer da, ja genau, ich habe einen Hermer da. Gut. So, was haben wir? Der Wolfgang Krotzka ist da. Abendlichen Gruß in die Runde. Jawohl. Tuff ist ein Vulkangestein. Ja, Landesstadt das ist mir schon klar, dass das nicht auf ein Rasierwasser aufgebaut worden ist. Aber da gibt es doch einen klassischen, so einen uralten Duft. Sowas wie 4711 oder Old Spice oder wie die Kassen haben. Und da hat es auch gegeben. Ich glaube, der Patrick hat den sogar. Aber der heißt TÜV oder TUF.
Das ist ein Rasierwasser. Saubillig, das kostet, weiß ich nicht, Flaschel 5 Euro oder so. Wann überhaupt. Ja, aber sonst ist wohl kein Gestein, ja. Auf jeden Fall. Ja. Justus sagt, Wolfgang, hab weder Bier noch Wein im Haus. Na gut, Wolfgang, aber du weißt genau, Montag ist, es ist Pavlatschenzeit, da musst du schon ein bisschen selber, da muss man schon schauen. Muss ich echt sagen. Schau, das sind schon die Achteln alles für meine Mama. Ja, jawohl. Ja, für Patrick auch was. Rudi Korbes, ja, sagt, alles Gute, der Sohn ist gelungen. Ja, ich war ja der letzte Versuch. So hat hoffentlich mein Bruder das nicht gehört. So, die Achteln, nicht der Achteln, 84, ja. Georg Scharre sagt auch, alles Gute der Frau Mama, Gesundheit und morgen. Wie grüß dich, Georg. Das Kapperl ist leibend, Wolfgang sagt es auch, ist leibend, Dankeschön. Besser klotzen als keine Haare. Stimmt. Folgt man richtig, oder? Jawohl. Sparst du das Geld für den Friseur, brauchst du noch einmal mit der Staubfetzen drüber. Nein, die wachsen ja, das ist das Problem. Es wachsen ja welche. Das ist ja das. Du hast ja nicht Fisch, nicht Fleisch. Du kannst nicht sagen, du hast keine Haare, sondern man hat wenig Haar und dann schaut es wirklich deppert aus. Es ist so. Was soll man machen? Was soll man machen? Nathalie ist auch da, jawohl. Grüß dich Gott, Nathalie. Er hat sich stets bemüht. Bravo. Skyfall ist auch da. Guten Abend in die Runde. Bitralon. Ja, so ähnlich. Aber das gibt's. Aber schaut's nach. Ich finde es. Eben genau, so wie das Bitralon, Old Spice, das Kölschwasser 4711, das sind alles. Und dann gibt es eben dieses Tuff oder TÜV. Schreibt man genauso mit hartem T und 2 F, glaube ich. Tuff oder TÜV. Es hat sogar das Manufaktum im Programm. Ich glaube, das kostet 7 Euro oder was. Und also sprich, es kostet im freien Handel, weiß ich nicht, 5 Euro, 4 Euro. Saubölig. Fällt wieder will, ist aber es ist auch klassisch einfach. Michael Unger ist da, grüß dich Gott. Das Rasierweißer heißt TÜV, der Ludwig saß. Bravo Ludwig. TÜV, na siehst es, aber wenigstens wisst ihr jetzt, dass ich einen Plätzchen dazu habe. Stimmt wirklich. Energy Drink kann man auch trinken. Ja, das aber nicht. Susanne, das tät ich nicht. U und Ü ist für mich blöd. Habe ich neulich beim Unterricht Dübel und Dubel im ersten Moment verwechselt. Naja, das ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht so schlimm. Statt Bier und Wein Energy Drink, ja, ich weiß nicht. Also, ja, na, für mich nicht. Energy Drink, erstmals aus der DDR. Ja, das kann sein, Wolfgang. Das kann sein, dass das ursprünglich aus der DDR kommt. Das TÜV, das ist eine Legende. Das ist TÜV, nicht TÜV, na gut. Ja, das ist halt verwechselt mit TÜV. So, müssen wir mal spielen. TÜV-Lied, war das nächste, gell? TÜV. Ich weiß nicht, da hat es früher, da habe ich als Kind wahnsinnig drüber gelacht, so einen Witz gegeben, wie ein Bordell genau gegenüber von der Kirche aufgemacht hat. Und da ist gestanden Bordell, nicht? Und da ist der Pfarrer zu dem hingegangen, zum Besitzer, gesagt, erst, das ist nicht leibend, vis-à-vis von der Kirche ein Bordell, das geht nicht. Sagt er, naja, machen wir was anderes. Dann hat er geschrieben Laufhaus drauf. Und er sagt, du, ist lieb, dass du dich bemüht hast, aber Laufhaus ist jetzt auch nicht. Wir brauchen irgendwas Unverfängliches. Nicht? Und dann ist das nächste Mal der Pfarrer in die Kirche gekommen, die Messe gehalten, sieht da drüben vis-à-vis dem Haus, sieht da, ist ein wunderschönes Leuchtreklame, ein Zug mit Dampflok, mit 3 Dampfwolken, die rauskommen und da ist drin gestanden, puff, puff, puff. Na gut, was soll man sagen? Ich weiß, ein uraltes Häusl, darin ist ein ganz kleines Beisel. Der Wirt ist ein kreuzfidös Mandel,
serviert den Wein mit seinem zedrigen Handel. Dort kommen alle echten Wiener zusammen, weil's heut in Wien kein Platz mehr haben. Dort geh ich hin, dort bin ich zu Haus und dort ruf ich aus. Ich weiß ein kleines Wirtshaus weit raus in Otterkring. Dort sitz ich und träum ich allein. Und wenn ich dort auf die halbe Nacht verbring, daran ist schuld nur der Wein. Und wenn nicht das Wirtshaus in Otterkring, war ich längst schon kein Jungse hätte mehr. Dort sitz ich und träum ich wein, ich lach, ich sing, in dem Wirtshäusl draus in Otterkring. Und wenn ich das Wirtshaus in Otterkring, war ich längst schon kein Jungse hätte mehr. Dort sitz ich und träum ich wein, ich lach, ich sing, in dem Wirtshäusl draust in Otterkring. Jawohl, ein Otterkringer Lied, gleich mal. Gleich mal. Es gefällt euch, danke schön. Da schau her, da schau her, da schau her. Georg Scheurer. Just became a member. Ein Wahnsinn. Georg Scheurer, welcome in the club of the Kanalmitgliedschaft, Leute. Weltklasse. Danke schön, freue mich. Wer auch dazu Lust hat, der möge. Ich muss erst schauen, wo ich das wieder habe. Ja, das ist sicher wieder nicht so weit. Das ist ein anderer Bildschirm, weißt? Das ist wieder ganz woanders. Jesus, ne? Freunde, na geh, was tue ich denn nicht? Jesus. Trottel. Entschuldigung. Da, jetzt aus. Kanalmitglied. Kanalmitglied ist leibend. 4,99 € im Monat. Kann man jederzeit natürlich aussteigen auch wieder. Das bedeutet, man lädt die 16er Buben, also jeden Einzelnen quasi auf ein Achtel beim Taschlei einmal im Monat. Und das war's. Und der einzige wirkliche Vorteil, den man hat, ein gewaltiger, ist, dass man dann so ein Spritzerglasel-Emoji verwenden kann. Das war's dann aber schon. Mehr Vorteile gibt es nicht, aber mehr braucht man nicht. Ne? Das ist ja eine Unterstützung. Also das, wer Lust und Laune hat, bitte seid dabei. Ist sicher auch eine leibende Form, uns zu unterstützen, weil ja natürlich dann der Algorithmus ja seines denkt. Wenn er denkt, ja nicht, wissen wir, aber ihr wisst, was ich meine. Wird klasse. Auf jeden Fall, Georg Scheurer, herzlich willkommen. Freut mich sehr. Ja. Was? Das Lonneck. Jetzt geht's dann gleich Richtung Wien. Magst du einen Wien-Besuch, Heimatbesuch? Ja. Genau, Wolfgang. TÜV Aftershave Rasierwasser. Nummer 2. Herb. 100 Milliliter. Tolle TDR. Ja. Was wir nicht haben, brauchen sie nicht. Großartig. Einmalig. Skyfall. Die Wildcat ist da. Grüß dich Gott, Wildcat.
Bernhard Retter ist auch da. Grüß euch aus der Oststeiermark. Jawohl. Bernhard Retter aus der Oststeiermark. Na, Steirer haben wir immer wieder ein paar dabei, muss ich sagen. Freut mich voll. Ja, ich fahre am Mittwoch ja in meine Klause in die bucklige Welt und da bin ich am Dreiländereck, Niederösterreich, Burgenland, Steiermark. So, kann ich quasi das Steirische inhalieren. Das war jetzt leider, wenn ich die Noten, aber die finde ich jetzt nicht auf die Schnelle. Weil das hätte ich von den Noten, also vom Text, weil den kann ich nicht auswendig, das Steirisch-Wernerisch. Das bringe ich nicht zusammen, so, leider. Weil das war interessant. Das war jetzt leiwand gewesen. Leider. Was sollst du machen? Die Welt ist so schön und die Welt ist so reich. Doch ist halt das Leben für alle nicht gleich. Es geht durcheinander, es ist kunterbunt. Und doch ist die bucklige Welt kugelrund. Da jeder Mensch hofft und da jeder Mensch strebt. Doch viele sind da, die umsonst nur gelebt. Was nützt alles Denken, es gibt nur den Schluss. Es kommt schließlich alles, wie es kommen muss. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nix. Schrei nicht bleib stumm, denk es war nix. So war's immer, so bleibt es für ewige Zeit. Einmal einmal und, einmal Freude, einmal Leid. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nix. Sei nicht bös, nicht nervös, denk, es war nix. Renn nur nicht gleich verzweifelt und kopflos herum, weil der Herrgott weiß immer, warum. Das Leben hat mir eine Weisheit geschenkt, es kommt immer anders, als man es sich denkt. Drum soll man nie sagen, ich muss und ich will. Der Herrgott entscheidet und du haltest still. Sei immer zufrieden mit deinem Geschick, beneide nicht immer die anderen ums Glück. Wie schnell kann es anders oft sein über Nacht? Das Ende wird immer von oben gemacht. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nix. Schrei nicht bleib stumm, sag es war nix. So war's immer, so bleibt es für ewige Zeit. Einmal einmal und einmal Freude, einmal Leid. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nix. Sei nicht bös, nicht nervös, denk es war nix. Renn nur nicht gleich verzweifelt und kopflos herum, weil der Herrgott weiß immer, warum. Du narischer Kastanienbaum, du blühst erst im August. Warum erwacht so spät in dir des Frühlingslebens Lust? Du narischer Kastanienbaum, du bildest dir wohl ein, du könntest, wo der Herbst schon naht, ein junger Frühlingsstürmer sein. Ganz dicht am Rand vom Stadtpark steht, wo alle Welt vorübergeht, ein Baum, der lost seit langem die Blätter traurig hangen. Doch plötzlich ist er aufgewacht und Kerzen standen über Nacht auf allen seinen Zweigen. Jetzt da wollte er sich zeigen. Du narischer Kastanienbaum, du blühst erst im August. Warum erwacht so spät in dir
des Frühlingslebens Lust. Du narrischer Kastanienbaum, du bildest dir wohl ein, du könntest, wo der Herbst schon naht, ein junger Frühlingsstürme sein. Jeder Mensch hat auf der Erde, da war ich noch falsch getan. Du hast noch wer müssen, okay. Jeder Mensch hat auf der Erde, wie man sagt, sein Steckenpferd. Und das meine ist daheim, dort wo die Wimperl wachsen dann. Auf dem Haus ein grüner Busch noch winkt, wo man alte Wienerlieder singt. So aus der Unterlot es jedem einfällt grad, so habe ich Tanz aus unserer lieben Wiener Stadt. Wo der schwarze Kader sitzt am Fass, wo das pure Gold trinkt aus dem Glas, dann wo man trinkt und isst, dort wo man alles vergisst, was hätte immer mehr zum Ende ist, jawohl. So schaut's aus, war trotzdem die falsche Tonart, aber war nicht ganz daneben. Ein kleines Potpourri-Tschall, wie man so sagt, dezent. Gehen. Schau, gehen, sie hat doch Tee mit Ruhm, bravo Wolfgang. Jetzt können wir reden. Ja, Lieblingslied des Wirtshaus, ja, weiß ich, mega, ja. Schau, die Welt geht morgen um 13:30 bis 15:30 geht's um KTM Mattighofen. Ob BMW übernimmt. Banken wollen es, aber BMW möchte Entwicklungen nach München und Produktion nach Indien, China auslagern. Hoffe, es kommt anders, ja. Weil, ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass das für anders kommen wird, weil nachdem wenn es nach München kommt, glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass das wenn dann rausgeht, weil sicher weg aus Europa. Also ich glaube, dass es mittlerweile wirklich so ist. Die Lage einfach, was soll man machen? Also ich kann mich irren, aber ich sehe es halt jetzt so, dass es eher so wie es ausschaut bei uns in diesem Abendland, das sie wirklich selber zerstört mit einer unglaublichen Gewalt, mit einer Wahnsinn. Und daher glaube ich nicht, dass das irgendwas noch wird. Also wenn, dann geht das aus. Bin überzeugt, aber was weiß man? Hoffen wir das Beste. Aber ich glaube, Mattighofen ist erledigt. KTM Junkie, apropos KTM. Habe die Ehre miteinander, jawohl, bravo. Judy Austria ist auch da. Na, Band, lauter Lieblingslieder. Jawohl, die 8 Lied, danke schön. Aber Gräbet muss er sein, sagt die Susanne Faber. Ja, wir sind heute lichten Tode, trinken gern ein Glasel Wein, dann die Genossen gute Zolle. Ja, was Gräbe, da muss er sein. So ein Tröpfel kennt keine Mischung, das ist heute ein echter Wein. Bringt für Leib und Seele Erfrischung. Ja, Obergräbet, ja, Obergräbet muss er sein. Schön ist so ein Ringelspiel, das ist ein Hitz und kostet viel. Damit auch der kleine Mann sich eine Freude leisten kann. Immer wieder fortbewegt und draht sie da am selben Fleck. Man kann sagen, was man will, schön ist so ein Ringelspiel. Stollen haben wir nix, genommen haben wir nix, na wir sind die ehrlichsten Leute. Nur
nur mit der blöden Arbeit hat ja keiner frei. Wir tragen ein Blass Vierter, sind alle dabei fix, aber tun da wir, wenn wir täten, aber tun da wir nix. Und im Winter, da müssen wir uns plagen, weil da fahren wir mit Aufspritzwagen. Und im Sommer, das wissen sie, ja, da kehren wir miteinander den Schnee. Ohne Unterstand beschließen wir unseren Lebenslauf. Da singst die letzten 2 Bücher. Jetzt hört sie das Bücherleben auf. Da singst die letzten 2 Bücher. Jetzt hört sie das Bücherleben auf. Ohne die, da geht's heut nicht, weil ich dann dein Lieb nicht hätt. Wo ich bin, da bist du auch. Brauch ich dich, dann bist du da. Ohne die, da geht's heut nicht, weil ich dann dein Lieb nicht hätt. Gehen durchs Leben Hand in Hand, uns bringt nix mehr auseinander. Da war ein kleines Salettel und da war Blumenbeetl und da hast den Feigerl in die Augen geschaut. Da war ein Werkzeugkittel und ein Sackel Düngemittel und in das Hittel hat der Bagger reingehaut. Da war ein kleines Bergerl und drauf ein Gartenzwergerl und da hast zum ersten Mal die Masen geluckt. Da war ein Fliederstammerl und da ein Kirschenbaumerl. Doch die letzten Kirschen haben dann schon die anderen braucht. Wir haben's mein Schrebergarten genommen mit alle Baum. Wegen was brauch ich jetzt noch einen Sommer bei mir daheim? Wenn ich auf die Gassen schau, schaut alles grau und staubig aus. Ob jetzt die Sonne scheint oder Regentropfen fallen, den blauen Himmel sehen, aus dem Meer dich keine Chance. Die Bäume haben's angelesen, doch wer wird den Himmel zahlen? Drum wart ich nimmer auf den Sommer, nein, nicht im Traum. Wir haben's mein Schrebergarten genommen mit alle Bäumen. Jetzt stehen auf der Plantagen bei einer 20 Etagen. Die Masen und die Amseln sind zum Friedhof geflogen. Dort sitzen sie in die Bäume und ich det nix versammle. Das war ganz gut, weil ich nur gleich mit einer gezogen. Wir haben's mein Schrebergarten genommen mit alle Bäumen. Wegen was brauch ich jetzt noch einen Sommer bei mir daheim? Wenn ich auf die Gassen schau, schaut alles grau und staubig aus. Ob jetzt die Sonne scheint oder Regentropfen fallen, den blauen Himmel sehen hast eben mehr dich keine Chance. Die Bahn haben's angelesen, doch wer wird den Himmel zahlen? Drum wart ich nimmer auf den Sommer, nein, nicht im Traum. Wir haben's mein Schrebergarten genommen mit alle Bäumen. Jawohl. Ein kleines Mädle, angestoßen vom, wir sind nicht Lichtental. Aber gräbet muss er sein, war die Ausgangslage. Und mich wurde natürlich üppigst unterstützt von unseren Pavlaciste. Der erste Fritzl Startgast, der zweite der Wolfgang, die gesagt haben, Finger hoch, klar, Patrick ist ja nicht da, der den Finger hochhalten kann
5 € vom Wildcat. Baby Video Game Controller sits in a diaper under the word nope. Ich weiß nicht, was es heißt, aber Riesenfreude. Riesenfreude, danke Wildcat. Natürlich, ein ordentlich Schluckerl auf den Wohl. Danke schön. Und natürlich auf unsere einzigen, uns wohlgesonnenen Nymphensittiche, wahrscheinlich auch die einzigen Nymphensittiche, die überhaupt von uns Notiz genommen haben, auf dieser Welt. Sani und Mutzi. Jawohl, Prost. Du, war aber ein Leibwandmädel, glaube ich, gell? Ja, was ich so schaue. Die Uschi sagt, die Mege ist schon wieder ein Online-Meeting. Jawohl. Lass mal schön grüßen, die Oxford-Organist. Wahnsinn. Hast heute eine super Cam-Einstellung. Extrem scharf und man sieht dir exakt auf die Finger. Ja, da habe ich mir herumgespielt, ne, dass ich das so hinbringe. Weil wenn ich dort sitze, es geht schon, aber dann ist das ist eigentlich, ist alles zweit, das ist eigentlich nicht keine gute Einstellung. Nur für 2 Leute ist das halt die optimale. Nicht? Aber wenn ich allein bin, ist das eigentlich besser geeignet. Jetzt habe ich da herumgespült, dafür eben habe ich halt das Problem natürlich mit Licht. Aber ich freue mich, dass es zumindest, also dass es positiv angenommen wird. Meine Studiotechnik. Gefreut mich, Judy. Dankeschön. Wöd, sagt der Raffi. Jawohl. Ja, ein paar Minuten habe ich noch, sagt die Maggie. Thomas Brunn, einen schönen Abend nach Wien aus dem Bregenzer Wald. Jawohl, Vorarlberg voll dabei. Das gefreut mich. Das gefreut mich an Haxen aus sogar. Bravo Vorarlberg. Bregenzer Wald. Ein Traum. War einmal haben wir uns das gegeben. Das war, warte mal, was hat es denn da gespielt? Weil das war ich gleich verbunden mit der Oper, nicht? Da am See, was war denn das? Bregenzer Seefestspiele. Carmen, glaube ich, habe ich mir angeschaut damals. Schon lange her. Viele Jahre, Jahrzehnte nahezu. War ich da im Bregenzer Wald und da haben wir mit meinen Eltern und auch ein Freund von uns von der Polizei, von dieser Polizeireisen gemacht. Ne? Das war immer super. Da haben wir viel Kasernen gesehen und so. Ist ja wurscht, man ist halt mitgefahren. Aber auf jeden Fall war das recht toll. Und da waren wir so ewig lang und ewig oft ist ein Blödsinn, weil ihr wisst, was ich meine, da im Bregenzer Wald unterwegs natürlich dann auch. Und haben wahnsinnig viel Käse reingefressen, das weiß ich auch noch. Da haben sie wegen dann Käse aus und haben den so durchgegeben. Und ich habe den Käse reingefressen. Bregenzer Wald, beste Grüße. Thomas Brunn, gefreut mich. So. Freut mich sehr. So, ja, ein bisschen Werbung müssen wir immer machen. Das gehört sich ja. Die Kanalmitgliedschaft haben wir schon gemacht. Schmattes gehört noch. Wenn euch die Musik gefällt, wenn ihr einen Spaß dabei habt und wenn ihr euch denkt, zuerst, pass auf, da lassen wir ein bisschen einen Schmattes da, einen kleinen Obolus, wir hauen was rein in die Kasse sozusagen, in den Hut, in den virtuellen. Das ist möglich über PayPal oder auch über eine schlichte Überweisung. Anders geht das nicht, wenn man es also digital sozusagen. Und natürlich die Kanalmitgliedschaft, wie schon angesprochen. Die Informationen findet ihr natürlich in der Videobeschreibung unten drinnen. Und ich freue mich über jeden kleinen und großen Beitrag. Dankeschön. So, soll ich Wasser trinken einmal? Was nur fürs Protokoll. Schau her, ein Glasl. Heute habe ich mir keine Flaschenwasser, nur ein Glasl Wasser. Mein Munkeleiner hat gesagt, was? Ein ganzes Glas Wasser, die müsst mit. Und ich gesagt, ja, Flaschen mache ich keine mehr auf, weil ich habe da nie das Wasser getrunken. Da komme ich auch zu nichts. Nicht? Bei so einer Solo-Pavlatsch, nicht? Die ganze Zeit rede ich, kann nicht immer was saufen. Also Wein geht. Ja, zum Beispiel beim Wasser ist nicht so eine Show. Nicht? Das ist nicht so ein... Beim Wein? Ich sehe das leider nicht, aber was für braune Farbe das schon hat. Weißt du, sieht man das ein bisschen? Ja, da schau ich, 14, 10 Jahre alt. 10 Jahre. Hoppala, austrunken. Gehört schon nachgeschnitten. So, da stirbst du mit Wasser. Ja, so schlimm wird es nicht sein, aber man muss mit äußerster Vorsicht rangehen. Mein Körper ist an sich auf Wasser geeicht, allerdings halt im Spritzer. Ne?
Dann geht es. Dann geht es. Habe ich irgendwas zum Erzählen? Was war denn seit letzten Montag? Es passiert ja jetzt immer so viel, dass ich immer übersehe, was kann man erzählen, was nicht. Und dann haben wir ja durch den Schurfix am Freitag immer, nicht, die Morgensendung, durch das weiß ich dann auch nie, was habe ich wann erzählt. Michael Unger sagt, das Bild wechselt ständig von warmweiß auf kaltweiß. Ist das nur bei mir so? Nein, das ist es so. Ich verstehe es auch nicht. Also ich kann ja das aufklären, es handelt sich hier um ein iPhone 10, das iPhone X Max sozusagen, war das, also ist das. Und schau, die Judy sagt, ja, nur bei dir. Nein, ich sehe das auch. Ja, bei Bewegungen. Jetzt hat er wieder einen Wechsel gemacht. Also irgendwo ist es, ja, der Fritzl sagt bei mir auch, ja. Das hat, weil ich habe das einmal ausprobiert, das mit anderen Kameras ist das anders, ja. Aber ja, jetzt dabei habe ich das. Mein Munkeln hat ein Hinix 12er, da geht der Lautsprecher nicht mehr und man dachte, vielleicht luxiert das an als Kamera. Ja, es gab auch andere Möglichkeiten, aber ja, mit dem müssen wir jetzt zurechtkommen. Aber es dürfte eher am Handy, an der Kamera liegen, an dieser Konstellation und nicht an der Software, weil das habe ich bis jetzt wirklich nur bei dem Handy gehabt. Ja. Aber aufmerksam, sehr aufmerksam. Bravo, Michael Unger. Rudi Körbes, lokale Ausdrücke 20er steht, wenn ein 20er steht, spielen die lokalen Ausdrücke auch. Warte mal. Muss ich mir überlegen, wie das dann anfängt, wegen der Tonart, was die. Afiaker, der wie fand denn das an? Afiaker. Das sah da was an. Also da bin ich noch nie gehängt bei dem Lied. Gleich bei der ersten Zeile. Afiaker. Wie fängt denn das an? Rudi, hilf mir. Afiaker, der fährt. Na, bin ich deppert. iPhone ein Klumpert, sagt der Michael Unger. Ja, nein, es ist jetzt schon alt, ne? Muss man jetzt ehrlicherweise sagen, ich bin ja ein Apple-Fan. Also eigentlich, weil es das Einzige ist, was bis jetzt bei mir funktioniert hat. Aber man muss eins schon wirklich sagen, im Unterschied jetzt, also ich weiß jetzt nicht, von wann das 10er iPhone ist. aber ich glaube, beim Android-Handy wird man über das gar nicht mehr reden, glaube ich. Vom Alter her. Das passt ja, Fiaker. Der Fiaker, der tut für das Fahren von einem Herrn. Danke, Rudi Korbis. Jetzt gehen wir es auch. Der Fiaker, der tut für das Fahren von einem Herrn. So schaut's aus. Theatralik gehört immer dazu. Dramaturgie. Ein Fiaker, der tut für das Fahren von einem Herrn. Bei der Nacht in der Leopoldstadt 3 Gulden begehren. Der Herr sagt, ich zahl einen Gulden bloß nur, weil ich glaub, für eine Viertelstunde fahren ist das genug. Der Fiaker, der tut so, geh schau, dass du weiterkommst von meinem Wohn. Du bugelst mein Käferl mit dem Möbel am Heferl. Du noch geschwind ein Borschen, sonst kriegst du Flaschen. Sag, fliegt der Beil, welcher Taschenpfeil. Ist ein Maslisch auf der Erde. Mit den Sportsmadeln kannst du Schuckern radeln. Nicht der Juckerzeigel, aber ins Mogenbeigel. Ich könnte Wasserrotzen an eine putzen. Das sind immer 12 Leute her. Was sagst du? Georg Scheuer hat mir auch schon geholfen, jawohl. Ja, jetzt, Judy. Apple ist für die Leute, die von der Technik Ahnung haben, richtig. Deswegen funktioniert es. Lichtfarbe, Arbeit wechselt auch bei mir, alles noch nicht. Gell? Deswegen funktioniert es bei mir, weil ich will kein Technikstudium abschließen müssen, dass ich telefonieren kann, versteht? Oder einen Computer bedienen. Funktioniert seit Jahrzehnten reibungslos. Eine sehr noble Dame kauft am Naschmarkt ein, doch tut er es zu wenig und zu teuer tut sei. Wegen 3 Kreuzer, wegen eine Viertelstunde rum,
und zum Schluss kauft sie nix. Na, da wird's der Grädlerin dumm und die Grädlerin fängt an zum Schimpfen, was sie nur kann. Kauft eure Schwester Laberl, schlampert der Radibabel, so ein Grapert Schlamperl, für ihr Opa Strampel, angelegt als Uselfetzen, müssen uns zwei abschätzen, das haben wir nicht vonnöten, na Gott lob. Ich kennt die Feiern, sagen, geh beim Zopf anfangen, nicht in meine Brotze, die Papen zu grotzen, Plädé, Standsgerill, mit Schäbsenschädel, schau, dass du weiterkommst, sonst werd ich grob. Ein Hausmeister, der spritzt da auf der Grand und spritzt einer Frau unabsichtlich aufs Gewand. Drauf sagt sie, ihr Flegel, was geben Sie nicht acht? Naja, drauf ist der Hausmeister schrecklich aufgebracht. Der schreit gleich voller Zorn. Jetzt spier auf deine Gluren. Ausgewaschen Sachsenkäbe, deppert's Grudenweibe. Du ist doch schon schön, wenn wir am Istwand kleben. Angeschobter Heringsschädel, schlappert's Arschloch, zählenwendig Stodengerieb verhint und fuhren. Du kannst dich nicht mehr flinchen mit einer Tier und Reinschen, möchtest du umgeben, kannst du's nicht mehr zähmen. Schimplatz, Kreuzerwickel, schlampert Spatzenschreckerl. Schau, dass du weiterkommst, sonst werd ich ordinär. So schaut's aus. So schaut's aus nämlich. Jawohl. Jawohl. So, jetzt da, jetzt muss ich schauen. Nein, das habe ich nicht da. Das liegt in der Klause. Sonst hätte ich jetzt ein Gedicht vorgetragen. Ein Gedicht hätte ich vortragen jetzt da. Aber das habe ich nicht da. Die will jetzt dort nicht so schauen. Warte mal, könnte man die andere Brille aufsetzen, dann sehe ich es besser. Aber wahrscheinlich auch nicht ausreichend. Naja, was willst du machen? Steirerburg-Ehre, jawohl! Das ist gut. Seit ich das Lithium-Orotat nehme, sind diese Texthänger weniger geworden. Naja, ich weiß nicht. Ja. Durch den Zigarrenrauch fällt das nicht auf. Ja, es ist jetzt auch nicht was übel schlimm, aber es wechselt. Vor allem also, wenn ich bewege, gell, oder irgendwas. Ja, jetzt auch wieder, nicht? Weiß wieder, naja. Da müssen wir durch. Bravo Rudi, danke dir schön. So, Schluckerl Wein, frisch eingeschenkt. Ja, das ärgert mich jetzt, weil ich glaube, ich habe das Biercherl von Gerhard Mondschein. Warte mal. Halt's durch. Ich hab's, Freunde. Ja, da bringe ich das hin. Gerhard Mondschein, das gibt's nicht mehr. Ist sicher vergriffen, hat damals im Selbstverlag, Eigenverlag nennt man das, glaube ich, hat er das damals aufgelegt. Ja. Und das war ein Taxler in Wien. Und der hat am Taxistand hat er immer was verfasst. Und ihr kennt ja von mir den Papagei, oder viele von euch kennen den Papagei, der ist vererben. Genauso Franzis Not. Aber ich möchte euch da was anderes jetzt einmal. Was Lust habt, soll ich? Ich muss reinschauen, ob ihr ein Gedicht haben wollt oder nicht. Was habe ich denn da? Was ist da? Ja, der ist auch gut. Ich müsst das reinschreiben. Sonst mache ich nichts. Nein, wenn ihr nichts reinschreibt, wenn ihr jetzt schreibt, ja, wir wollen ein Gedicht oder nein, spiel was. Ich meine, alles andere war die Konsequenz dessen, dass ihr sagt, dreht so, nicht? Ich meine, aber diese zwei Entscheidungen, die möchte ich euch wirklich geben. Ja. Judy mit Zigarren raucht. Ich habe das letztens habe ich gesagt, nein, es war wieder leibend, so ein Zigarrl. Aber das muss bei mir, wenn dann in der Stimmung, das muss passen. Das muss dann passen einfach. Gedicht, ich bin ein Ringelspielbesitzer und hab schon 7 Weiber erschlagen. Jawohl. Heute lade ich mir die 8 und Becks mit dem Hakel zusammen. Ja, Gedicht. Geh du, Klaus, lese ein Gedicht. Ja, bitte. Ja, du, ein bisschen so, wie sagt man da? So ein bisschen Ding muss man schon.
Weißt du, das ist ein Geh-Dur. Geh-Dur. Spürgedicht, Ludwig Saas, einmalig. Naja, im Prinzip sind ja alle Lieder mit Text gespielte Gedichte. Bitte ein Gedicht, sagt der Steirerbub. Ja, ich habe, was will ich denn sagen jetzt da? Sehr wurscht. Ich lese ein Gedicht. Es könnte sein, dass es 2 werden, aber bitte. Na genau, das mit dem, das ist ja so wie bei einem Konzert irgendwo, wenn die dann so das bringen. Das war HC Hartmann, wissen wir ja, Judy Austria, das wissen wir ja. Engelschwipsitzer. Hat ja auch der Gewaltinger vertont. Ja, also aufgenommen meine ich. Jawohl, die Silvia Pitsch ist auch da, grüß dich gut. Jawohl, HC Hartmann. Hat ja auch der Hodener auch einige HC Hartmann vertont. Das Fliegen war es zum Beispiel, Fliegen, mich die kennen. Oder wenn der Himmel über Wien aus Papier wäre, dann wäre die Sonne und der Mond ein Lampion. Und wenn der Stephansturm in Wien ein Fass Bier wäre und die ganze alte Stadt ein Grammophon, ja, dann hätten wir alle ein Murz drum Vergnügen und täten uns alle im Walzerrausch wiegen. Die Burg, warte, das Burg des Hoftheater, ja, fix, wie geht das? Ein Frühlingstag im Brauder. Wenn der Himmel über Wien als Papier wäre, dann zinnt wir alle miteinander den Himmel an. So irgendwie geht das, ja. Rudi Korbe, schicke da MP3. Ja, danke, Rudi. Ich hab's, also ich kenn's, aber ich hab's sicher nicht daheim, ja. Ich hab's sicher nicht daheim. Daher, ja. Aber es ist jetzt auch, ich meine, der Ringel, das sind Leute, die sagen, holen wir gerne angehört und so weiter, aber ist jetzt, wo soll ich das spielen, nicht, diese Lieder? Also das geht nicht. So, aber jetzt zurück zu Gerd Mondstein. Das Gedicht heißt Ferdinand der Stier. Das habe ich schon ewig nicht gelesen, wenn wir schauen, wie es zusammenbringen, aber werden wir schon hinsitzen. In einem Stall im Burgenland, da lebt ein Stier, der Ferdinand. Der Bauer Sepp ist sein Besitzer, von klar auf schon ein Geistesblitzer. Er möchte gern bauen und hat kein Geld, 1 Million ist, die ihm fehlt. Drum geht ein Stall zum Ferdinand und tatschgelt er mit seiner Hand, bevor ich mir ein Geld ausborg, verkaufe ich die in Steiermark. Ein Prachtstück, so wie du eins bist, vergoldet seinen eigenen Mist. 1 Million ist kein Problem, mit Kusshand werden wir dir die Steirer geben. Gesagt, getan, der Sepp spannt an und fährt mit seinem Ferdinand ins schöne, grüne Steirerland. Der Sepp hat niemals wen Bedrohung, darum ist der Handel schnell vollzogen und er kehrt heim ins Burgenland, nur diesmal ohne Ferdinand. Verkauft hat er seinen besten Stier, darum gönnt er sich einmal ein Bier. Beim Wirten sitzen seine besten Freunde am Stammtisch brav vereint und nehmen ihm sogleich entmitten, er ist ja jetzt reich, ganz unbestritten. Voll stolz umringen sie ihren Sohn, er hat ja jetzt 2 Million. Nur einer legt die Stirn entfalten, so kannst du dein Geld in bar erhalten. Das nicht, sagt der Sepp, verfreut, überbrausend. Aber 2 Händeln habe ich gekriegt, um je 500.000. Ja, mir hat's gefallen. Mir hat's gefallen. Ist euch gefallen, aber schon ewig nicht mehr gebracht. Ewig nicht mehr. Silhouette auf Wiener. Ja, Georg Scheurer, machen wir. Ja, das kriegen Sie Reis ja an. Reiß mal. Nein, ist aber ein Liebesgedicht, kann man nichts sagen, oder? Da kann man nichts sagen. Da kann man wirklich nichts sagen. Gerd Mondstein. Aber eins bringe ich dann noch, das finde ich auch lustig. Ich halt.
Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die mach keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Badam, da, badam, badam, do, sababum, bam, debo, bado, debo, bam, do, sabam, di, babo, sabam, di, bam. Barambu, Savadeva, Sadambia, Wadababo, Bebo, Someday, Dando, Abdella, Sabebo, Badam, Dam, 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 Sita, Babo, Ascenda, Savocinda, Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Ich sitz in einem Weingarten unter einem Baum, weil zwischen die Rebstöcke fühl ich mich daheim. Das Weinlaub besticht mich sein saftiges Grün, dazwischen schau ich auf mein herrliches Wien. Und über mir wärmt mich der Sonnenschein, darunter sitz ich und trink ein Flascherl Wein. Vogel, die zwitschern so lieb durcheinander. Ein Frauenkäferl kraxelt ruhig auf meiner Hand. Die Blumen, die drehen sich ganz sanft mit dem Wind. Ich freu mich so, es war ich noch ein kleines Kind. So kann man alles heut noch glücklich sein. Ich freu mich und trink mein zweites Flascherl Wein. Schau auf zum Mond, der lächelt mich an, weil mich ist er schon gewohnt. Die Sterne und die lächeln. So hol ich mein Glasl zum Kerzenschein und trink mein letztes Flascherl Wein. Und trink mein letztes, wirklich letztes. Flascherl Wein. Ich hab am Weingarten am Biesenberg. Ich bin dort gern, weil mich kein Mensch dort steht. Ich schau den Rhein dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine heilige Ruhe. In meinem Weingarten am Biesenberg. Transit wird noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören und am Himmel, da siehst du die höchsten Sterne. Und
sich die Wolken erst verzogen, dann sehe ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Pieserberg, das Fleckerl, das mir allein nicht kehrt, dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Trepferlwein. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Trepferlwein. So schaut's aus. So schaut's aus. So schaut's aus, nicht anders. Was haben wir da? Was haben wir da? Es gefällt euch. Ich danke euch vielmals. Ich danke euch schön. Ich danke euch schön, die Achteln. Irgendwie tust du mir heute leid. Ich brauch dir nicht leid tun. Entschuldigung. Ich brauch dir nicht leid tun. Okay. Ich hab mein Wein. Ich hab euch. Ich habe die Liebe der Welt auf meiner Seite. Und der Ehrenacker ist auch da, na, was willst du mehr? Sie aus Solo Klaus, bin auch schon da. Bravo, Ackerl. Jawohl. Du, Ackerl. Was der Leiberl ist da. Haben wir schon geredet drüber? Wahrscheinlich haben wir schon drüber geredet. Taschler, ne? Taschler ist, glaube ich. Und der Ackerl beim nächsten Taschler im März nimmt er ja mit. Wieder mal Kamera und Mikro. Das heißt, es gibt dann wieder einen Mitschnitt vom Taschler. Trinkt man durcheinander, Ludwig Sass unbedingt. Bier auf Wein, na wie heißt es? Wein auf Bier, das rate ich dir. Bier auf Wein darf auch sein. Sicher halt. So. Jawohl, das schau dir vor. Best Mädel ever. Georg Scheurer, danke dir schön. Schau, Silvia Pizza da rein. Jawohl, danke euch vielmals. So, pass auf, jetzt bringe ich nur ein Gedicht. Bringe euch nur ein Gedicht. Das wollt ihr da nicht? Ist eigentlich kein Gedicht, sondern mehr eine Geschichte, aber durchaus in Reimform. Und zwar war der Gerd Mondschein ein gelernter Drucker. Oder Setzer, nein, ein Drucker. Und da hat ihm ein Erlebnis aus seiner Zeit als Drucker hat er da festgehalten. Und zwar ist darum gegangen, da ist eine Witwe zu ihm gekommen und wollte einen Patezettel von ihm haben sie hat ihm also das vorgeschrieben, was sie auf diesem Patezettel haben wollte für ihren verstorbenen Mann. Und er hat halt, weil das war damals so, hat sie gedacht, das kann man nicht schreiben, das machen wir anders und hat daraufhin den leicht umgeschrieben. Und der offizielle Patezettel, der dann ausgegangen ist, Bravo Ludwig Sass. Wein auf Bier, das rate ich dir, Bier auf Wein muss auch rein. Ja. Die Judy Austria sagt, wir kommen auch zum Taschel, aber versprochen, es darf nicht wieder 4:30 Uhr werden. Soll nicht an mir liegen. Ich meine, das lag auch das letzte Mal nicht an mir, ich will das noch gesagt haben, gell? Ich muss Manfred noch fragen, ob die Reservierung angekommen ist. Ja, frage, aber es wird schon gehen. Also auf jeden Fall hat folgender Patezettel wurde sozusagen öffentlich dann aufgelegt. Nach langem, schwerem Leiden war er der Erste von uns beiden, der das Zeitliche gesegnet. Wir graben ein, aber wenn es regnet am Ottergringer Friedhof, Reihe 9, wenn alle kommen, tat's mich freuen. Ein wahrer Freund, ein treuer Gatte, der nicht den kleinsten Fehler hatte. Er ging von uns diesmal für immer. An so einen Vater kriegen wir nimmer. Als Onkel, als Bruder, als Neffe, als Schwager war stets er bereit und nie ein Versager. In tiefer Trauer lassen wir dich fort an jenen unbekannten Ort, der Himmel heißt, das Paradies. Dort kehrst du hin, so viel ist gewiss. Und wann ich dir einst folgen muss, dann denk an meinen lieben Gruß, der dich begleiten soll bis übers Grab. Du gehst uns allen furchtbar ab. Wenn ich dann bei dir bin, wird's wieder wie früher. Ich vermiss dich schon jetzt. Deine Witwe Maria. Das war der Text, der ausgegangen ist. Und das Original quasi, also die Vorlage, die ihm jene Maria
überreicht hat, die er drucken hätte sollen, war folgendermaßen. Nach langem, schwerem Leiden war er der Erste von uns beiden, der in die Kisten hupft und das bei Zeiten. Ich lass fern die Glocken läuten, am Ottergänger Friedhof um eine nur Blumen spenden. Bitte, keine. Wer schad war ums Geld für so einen Verloten. Den Kindern hat er jeglichen Umgang verboten und mir der Kaut wie ein Tanzbären das gefraßt. Er ist kummer und gegangen, grad so wie am passt. Beim Tippen verspült hat er alles bis auf die Socken. Überall war er tüchtig, nur nicht bei der Hocken. Die ganze Verwandtschaft war Hass auf den Mann, was ich ehrlich gesagt nur bestätigen kann. Dem Himmel sei Dank, vorbei ist es Schoch. Ich hoffe, du bleibst ewig da drin in dem Loch und gewöhnst uns nie mehr auf die Art so wie früher. Mein Leben fängt jetzt an, deine Witwe Maria. Jawohl, jawohl. Oder, also Wiener Herz ist da viel drin. Viel Wiener Herz. Habe ich das Buch gerade gefunden und Wolfgang, was für ein Buch? Was für ein Buch hast du gerade gefunden? Der Wahnsinn. Jetzt nehmen wir einen Schluck. Jetzt nehmen wir einen Schluck. Ich werde vielleicht das nochmal einblenden, weil man jetzt bringe da wirklich wahnsinnig künstlerische Dinge. Wo steht denn das da? Ich werde mal wieder ein Schmartes einblenden, weil es könnte ja sein, dass einer von euch sagt, ja, erst, das ist ja ein Dichter, also ist ja nicht von mir, aber ein Vortragender, ein Interpret. Fast das Gleiche, sagt Iron Acker. Was war ich? Das ist ein Wahnsinn. Original, die Bestattung Wien verkauft Eiskratzer fürs Auto, drauf steht Bestattung Wien. Mit uns kratzen sie besser ab. Sowas gibt es echt nur bei uns, ja. Das stimmt wirklich. Da gibt's auch mörderische Geschichten, echt leibend. Ich habe ein Leiberl gehabt, einmal geschenkt gekriegt von der Bestattung Wien, da ist drauf gestanden, das letzte Auto ist immer ein Kombi. Nein, ist leibend, ja, mir gefällt das. So, Schmattes können wir da ausblenden, also es würde uns wahnsinnig freuen. Es würde uns wahnsinnig freuen für eure Unterstützung. Nur Goethe war Dichter. Ja, das vom Mondschein, sagt der Wolfgang. Wirklich, das hast du? Oder hast du es von uns? Da haben wir schon mal geredet, ja, kann man erinnern, ja. Da haben wir schon mal geredet, aber ob hast du es von uns oder hast du es so? Auf jeden Fall, ja, das war damals, wir reden jetzt da von dem, naja, was wird das sein? Ende 90er Jahre, rund um 2000, warte mal, muss ich drinstehen. Da schaut man schwierig aus in Sachen Parkplätze, wo stellt man sich da am besten hin? Du, ich meine, wir haben immer noch einen Platz gefunden. Wir haben immer noch einen Platz gefunden. Da ein bisschen früher gekommen. Ja, da rundherum. Also wie gesagt, es geht. Ich meine, es ist jetzt nicht üppig, aber es gibt schon. Es gibt schon. Ja, die Judy sagt Taxi oder Uber. Ne? Das ist noch besser natürlich. Aber das geht schon. Schmattes ist blöd, die musst du ja teilen. Sagt der Renake, ja, ich teile ja gern. Ich teile ja gern. Der Wolfgang sagt, ich habe es auf Amazon gefunden. Das ist aber leibend. Naja. Ja, Steirerbrück, genau, der ist ein Wahnsinn, der Witz. Ist immer Klick, sie können schon gießen, ich muss nicht kochen. Erschienen im Eigenverlag im Jahr 2000, ja. Ja. Ja gut, das ist so Books on Demand. Na eigentlich ja, müsste es das geben. Ich finde es sehr leibend. Also sind schon wirklich, er hat schon sehr gute Sachen. Sehr gute Sachen. Jahr 2000, also 24 Jahre her. Ja. Weltklasse. Weltklasse. So Schluckerl und dann, ja, spielen wir wieder was. Haben wir irgendwas gesagt, was ich spielen soll? Irgendwas war jetzt, oder? Oder nicht? Oder nicht? Ja, weiß nicht. Das alles immer, ich muss das alles. Ein Läusel, der Läusel war das, gell? Der Läusel passt da dazu. Schon lang. Muss jetzt schauen, wie es geht.
Unten beim Abbiegen gleich rechts ca. 8 bis 10 Plätze. Naja, aber da hat der ehemalige Schemanko, das gehört jetzt im Zimmermann, der heurige Rundbahn, der offen ist, natürlich ist mehr. Aber ja, wenn du ein bisschen früher kommst, geht es schon aus. Findest schon was. Klatsche und Tanz ohne Harmonika ist nichts, oder? Müssen wir schauen, werden wir feststellen. Neulich war ich eingeladen bei einer Feier, gemeinsam mit der Gruber und dem Meier. Alles war so festlich und so elegant, die Gäste waren alle im Sonntagsgewand. Im Anzug und Krawatten waren die ganzen Ehegatten, die Damen im Kostümchen nobel und doch schlicht. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade, dass das der Läusl heut nicht sieht. Am Anfang war die Stimmung noch ein bisschen flau, aber dann ist es Essen gekommen. Na und schau, kaum waren die Händel und die Fleischler waren serviert, da hat sich keiner mehr geniert. Alles hat sich gestürzt auf die Schnitzel und den Erdäpfelsalat, nur dass der Läusl nicht dabei war, wirklich schade. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade, allein schon wegen dem guten Erdäpfelsalat. Dann trinkt man noch ein paar Schnapseln zum Verdauen. Die Achteln rennen so schnell kann's gar nicht schauen. Und dann werden schon die alten Lieder gesungen. Ja, und das Tanzbein wird geschwungen. Die Meier tanzt Lampada und der Gruber ist kein Vater. Hat sich zu ihr dazu, der Tisch spricht so, ein Gstudelbauer. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Weil da fällt der Läusl noch dazu. So ist dann gegangen bis in die Morgenstunden. Das hätte der Läusl sicher leibend gefunden. Ja, das eine, das sag ich euch. Dem Läusl seine war die schönste Leich. Ja. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Der Läusl ist tot. Follow to the station. The suitcase in my hand. When I follow the station, the suitcase in my hand. Well, it's hard to tell, it's hard to tell when all my love's in vain. Ana hat immer das Bummel, Ana muss immer verlieren, aber ich hab mein Leben lang das Bummel, weil ich vom Klicker Stiefkind bin. Oh, my love,
des Bummel. Einer muss immer verlieren, aber ich hol mein Leben lang des Bummel, weil ich von Glück ein Stiefkind bin. Ja, weil ich von Glück ein Stiefkind bin. So schaut's aus. So schaut's aus. Der Läusel mit dem Bummel. Pass euch jetzt an. Love in Vain dazu. Ein kleiner Einschub, quasi der Blues-Schrammeln. Ein Traum. Die arme Anna. Ja, die hat immer das Bummel. Was haben wir da oben? Was habe ich da stehen? Was haben wir da? Austropop lassen wir heute aus. Ja. Austropop lassen wir heute aus. Habe heute Route 66 am BC vom vorigen Sonntag geteilt. Mit einem Löffler-Solo. Ja, das war leider Weltklasse. Mit den Löffeln. Robert Johnson, Mr. Ritchie, 666 hat das sofort erkannt. Sylvia Beach singt mit und Judy Austria hört sie. Muss ich verabschieden, Rudi Korbe, es wird klasse. Danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Ja, vom Läusel zu Anna, die auch nicht mehr ist. Ja. Vollkommen richtig, Ackerl. Jawohl. Mein Vater gehört ganz Herrn alles. Bravo, Susanne. Die Judy gehört auch in Herrn alles. Überall. Bitte noch ein paar Termine. Welche Termine willst du haben, Steirer? Termine? Welche Termine? Termine von Spieltermine? Bitte schaut mal rein auf 16erburm.at. Wenn du das meinst, bitte reinschauen, seid ihr gut. Wo ist denn? Na, wo ist denn? Ja, wo haben wir es denn? Ist ja wurscht, da steht jetzt Shop, aber das ist ja egal. Im Shop könnt ihr reinschauen. Es gibt übrigens ein neues Produkt. Jösses, na. Wo habe ich denn das? Wo habe ich denn das wieder? Das. Schau. Tschutschin. Der Frühling ist da. Der Frühling ist da. Frühling, der Frühling, der Frühling ist da. Gehen wir Tauben vergiften im Park. 16er Burm, Kapperl, im Used Look. Jetzt in unserem Shop. Und da übrigens auf dieser, also nicht gerade unter Shop, aber 16burm.at, Gary, findest alle Termine. Da findest alle Termine, wenn wir wo spielen. Bitte dort eine zuschauen. Das ist leibend und oder melde gleich zum Newsletter an. Das ist natürlich auch. Du hast das auch gleich. Und wenn ihr auf der Homepage seid, könnt ihr gleich so ein Kapperl kaufen. Ja, was sagt's? Wenn wir größer machen, das einmal die Grafiksicht, gell? Schau das an. Eingestickt. Da geht das wieder dran da. Jawohl, Burm 16er. So schaut's aus. So schaut's aus. Design, hoffentlich gefällt es euch natürlich wieder. Von mir ist eh klar. Ja. Wie gesagt, da googelst du ein paar Bilder und dazu nur Videos von den Auftritten der Burm. Jawohl. Olmes darf, das ist ja so. Das ist ja so. Was willst du machen? Was willst du machen? Zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, da liegt ein ganz kleines Dörfle mit kleinen Häusern darin. Und gleich bei der Kirche ums Eck, da liegt die Buschenschank Taschler versteckt.
Gleich in der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klar. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich. Und Musikanten spielen dort auch die alten, echten Wiener Lieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. Dort ist noch nichts neu und nicht modernisiert. Vom Essen das Beste findet man dort garantiert. Viel Frohsinn, Hammer und viel Glücklich drin. In der Buschenschank-Taschler am Rande von Wien. Gleich neben der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klar. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich. Und Musikanten spielen dort auch die alten, echten Wiener Lieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. Und ich find dort Gemütlichkeit. So schaut's aus. Swinging Jazz Taschel. Jawohl, Scherer. Georg Scherer, einmalig. So schaut's aus. Der Iron Acker sagt, ich habe mich jetzt dafür beworben, ein Kamera-Review machen zu dürfen. Falls das was wird, muss ich die bei einem Konzert testen und darf sie dann behalten. Das ist aber auch leibend. Iron Acker Welt. Weißt du, welche Kamera? Das ist aber leibend. Jawohl, der Strom gefreut sich. Ja, der Manni. Das ist harmonisch echt schön. Judy Austria, danke dafür vielmals. Ja. So wie Thomas war ja eben der Taschler eigentlich auch, also nicht eigentlich, sondern ist Wienerlied-Fan und Jazz-Fan. Und dann habe ich ihm gesagt, na, da muss ich schon ein jazziges Wienerlied schreiben für Manfred. Und ja, das ist eigentlich, ja. Ich glaube, da bin ich dann schon an der Grenze meiner Jazzfähigkeiten. Aber ist ja wurscht. Man nimmt, was man hat. Gell? Man nimmt, was man hat. Unbedingt. Iron Acker, das taugt mir. Kamera. Macht eine Kamera. Review. Jetzt wisst ihr nur ein Technik-Channel. Jetzt ein Motorradreisen und Co., das ist ja jetzt aktuell auf Iron Acker, auf dem Kanal. Super Reiseberichte. Schottland und wo weiß ich, wo Island und wo er überall schon war. Und jetzt kommen dann noch vielleicht so technische. Nikon Z50 II, eine kleine APS-C. Mal schauen, ob sie mich auswählen. Ist klar, sagt mir nichts. Ja, wild. Das war was. Das hätten wir da. Wünsche ich dir. Drückst die Daumen, dass der Ackerl eine Kamera kriegt. Ich drück's dir auf jeden Fall. Ich drück sie dir auf jeden Fall. Na gut, pass auf. Was war das für die Glasschirmtanz, gell? Da drunten beim Rotzenstadel, da wohnt ein sauberes Madel, sitzt den ganzen Tag nur zwischen den Fensterladeln. Und die noblen Herren, die kommen aus der Stadt und schauen, was sie dort zum Verklopfen hat. Und der Wasserraschani von der Jägerzeit, der lässt der Resser duschen und geht lieber Köln. Auf der Gossen, zum Adel Burschen, schöne Frauen's Geld verhauen. Wenn man sie in den Weg nimmt, ein bisschen auf die Gurgel springt, reißen's die Füße in die und schreien Juche.
Da drum beim Würstelbrater bei der Geisterbahn, da suchen sie jetzt einen Tod, dass man sie fürchten kann. Ich hätte eine Schwiegermutter, ja, die hat nix tun, und die war für die Hocken wie geboren. Und mein Hammerer, der hat einen Silber gehalten, und einen Haufen Kinder und einen Pinkel schulden. Der greift keine Arbeit an, da ist er viel zu schwach. Ja, aber saufen tut er wie ein Loch. Auf der Gossen, der Mal und Burschen, schöne Frauen's Geld verhauen. Wenn man sie noch wegnimmt, ein bisschen auf die Gurgel springt, reißen's die Füße in die und schreien Juche. Der gestutzte Fleckerlferl hat 2 Resserinnen, die von jedem Kupfer ihm das Gerstl brennen. Wenn er meine schießt, da sind jede gewiss, dass er Botzen vorher packt im Fries. Auf der Gossen, der Mal und Burschen, schöne Frauen's Geld verhauen, aber man seinen Weg nimmt, der Büssel auf die Kugel springt, reißen's die Füße in die und schreien Juche. Gehst mit, sonst geh es ganz allein, sonst geh es ganz allein, sonst geh es ganz allein. Gehst mit, sonst geh es ganz allein, sonst geh es ganz allein bei der Nacht. Zwei Grätzer, die kennen meine Dein, die kennen meine Dein, die kennen meine Drein. Drum kaufen wir uns einen Schnupftabak und schnupfen alle 3. Und schnupfen alle 3, ja, bei der Nacht. Und mir beim Stoß das Geld verspürt, da liegt uns gar nichts dran. Da liegt uns gar nichts dran, nein, da liegt uns gar nichts dran. Da fahren wir dann zum Herigen und saufen wir uns dort an. Und saufen wir uns dort an, ja, bei der Nacht. Wir wohnen schon 25 Jahre in einem Haus. Wir brennen kein Zins. Wir ziehen auch nicht aus. Aber Hausherr, sei gescheit, sind denn ihr nicht die gemütlichsten Leid. Mein lieber Herr, wie schaut's denn aus? Sie wohnen schon so lang in meinem Haus. Sie wohnen schon so lang in meinem Quartier. Und zahlen aber kein Zins dafür. Mein lieber Hausherr, haben's nur Geduld. Ich wär schon Brennerrahmen meine Schuld. Bis am Zeiten wieder anders werden, dann zahl ich meine Schulden. Dann zahl ich meine Schulden. Das zahl gern. Mein lieber Hausherr, da ist Sport. Mein lieber Herr. Na geh. Mein lieber Herr, da hast's fest sparen. Und nicht mit allem durch die Gurgel fahren. Ein Glas Wasser und ein Brot in den Mund ist für einen Hockenstaden gesund. Mein lieber Hausherr, da ist schon spät. Wir fressen Händeln jetzt mit einem Salat und saufen noch dazu einen guten Wein und lassen Hausherren sein. Wir wohnen schon 25 Jahre in einem Haus. Wir brennen kein Zins und wir ziehen auch nicht aus. Aber Hausherr, sei gescheit, sind denn ihr nicht die gemütlichsten Leid. Wer keine Schüling hat und keine Groschen, der kann nicht Dudel gehen und auch nicht Boschen. Aber ein Pfrüntner ist oder ein Fürst, der was keiner Wein vertragt, der kehrt in die Wirst. Wer keine Schüling hat und keine Groschen, den kehren die alle alle in die Goschen. Aber ein Pfrüntner ist oder ein Fürst, der was keiner Wein vertragt,
der kehrt entwischt. Wir sind wie ein Häuserbaum, das ist ein Brucht, wachsen wie ein Schwammerl nicht he über die Nacht. Hat man in die Mauer an Rotstiften rein, da wollt ich Gibibahn, dass man glaubt, das Haus wird zusammen, weil die Kalupen muss baufällig sein. Jetzt lernen die Weiber Radl fahren, bei uns da in Wehren. Der Mann führt die Hauswirtschaft, das ist modern. Sie fährt am Bicycle lustig herum. Und der Mann reibt zu Haus Zimmer und Küche aus und tragt zum Zeitvertreib das kleine Kind um. Bei uns da im Parlament, da geht's lustig zu. Da streiten's und raufen's schon in aller Früh. Drum auf dem Rathaus der reisende Mann, der schaut voll Gift und Galle over ins Sitzungssaal, weil er nicht oben und mitraffen kann. Weil er nicht oben und mitraffen kann. Na, habe Tiere. Das war jetzt ein Mädel mit ganz alten Sachen. Bums den Ansel, Ballerwatsch. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ja. Wollte gerade schreiben, dass das Bild hängt. Wahrscheinlich habe ich einfach nicht weiter gewusst. Was macht der Brenner jetzt? Hast genug eingelagert, Steierburger? Naja, da wäre ich noch genug, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es ausgeht. Ich weiß nicht, ob ich es noch, da muss ich einen Teier nachkaufen. Ei. Aber der Weg geht es noch aus. So mega leibend, sagt die Silvia, danke schön. Bin seit 4 Uhr auf, jetzt aber fährt der Blutdruck runter. Wünsche gute Nacht, Wolfgang. Schlaf gut, schlaf gut. Entschuldigt nur Holz für der Hitten, jawohl. Ein Brennholzverleih, ja, das war was. Wiener Lieder sind so schön. Falls ich mich vertipp, ich hatte erst eine Augen-OP, aber mir geht's gut. Bravo Silvia, Hauptsache gut geht's. Na so, drückt mir die Daumen, da ist alles gut. Weiter verheilt. Wahnsinn. Den Rest von arbeitslosen Baileys ins Glasl geschenkt. Na servus, das Glasl ist voll, das gibt morgen einen Schädel. Naja, Aeronaka, da musst du durch, was sollst du machen, ja. Ja, grauer Star, ja, dafür ist es nachher dann leibend, ja. Ja, Wahnsinn. Schau, die Judy hat auch schon gehabt, war im Hanusch. Bin so gerne Wienerin, ich liebe unsere Musik so sehr, ich trinke nur keinen Wein. Ich hoffe, das ist okay. Silvia, was soll ich das sagen? Ich habe gerade jetzt in Korrespondenz mit dem Wiener Volksliedwerk, die wie immer voll leibend sind und hilfsbereit, habe ich mir jetzt die Noten gecheckt von einem Lied von Gerhard Bronner, das einfach Weltklasse ist. Ich kann es euch noch gar nicht vorspielen, weil da wirklich noch gar nicht drinnen bin, aber ich habe mir gesagt, das Lied müssen wir aufnehmen und du bestätigst es jetzt eigentlich, weil es handelt sich um das Lied Er trinkt kein Wein. Geht's euch drauf rein? Wird wild. Wird absolut wild. Ja, ich meine, saufen ist eh nicht cool, sagt die Judy Austria. Ja, aber kein Wein trinken, das ist halt schon, als Wienerin, das ist halt hart, aber ja, es soll dich nicht ausschließen aus der Gemeinschaft dieser Bürger. 16er sind schon tolerant, aber beim Wein hört sich der Spaß auf, sagt der Aeronaka. Absolut. Ich trinke nur Bier, wenn ich was trinke. Na ja, gut, okay. Ja, dann geht's eh. Das geht eh. Besser ist nix. Besser ist eine Milch. Muss dann auch ins Bett. Morgen ist die Nacht wieder aus. Jawohl, Ludwig Saas, vierte gut. Ja, wir werden eher nicht. Ist eh schon 10 Jahre. Ja, ich hoffe, ich habe euch da halbwegs gut auch allein unterhalten. War der Plan. Ich meine, die Flaschen trinke ich nicht, das ist auch klar, weil das ist schon ein anderer Wein. Aber gut ist auch. Ich mache natürlich noch eine Stimmung.
Ich mache natürlich nur eine Stimmung, also ich stimme die Gitarre mal nicht. Weil auch wenn wir schon langsam zum Schluss kommen, soll es nicht bedeuten, dass wir auf einer ungestimmten Gitarre spielen. Nicht? Weil das geht ja wirklich nicht. Wosen. Na, kriegt die manchmal geht ja da checken die, da kommen die Stimmgeräte ein bisschen durcheinander mit den Frequenzen. Dann sagt er mir viel an, nur nicht den Ton, den ich eigentlich suche. Morgen Karl Lentner, ich glaube, dass er ausverkauft ist, bin mir aber nicht sicher. Also wer nach Lust und Laune hat, kurzfristig, ruft sauber den Lentner Karl, wie gesagt. Bei uns auf 16erburm.at findet ihr ja ohnehin alle Termine. Jetzt erst die Tage den Newsletter rausgehauen. Da sind dann auch immer die nächsten aktuellen Spieltermine dabei. Also meldet sich auch zum Newsletter. Das ist auch ein Tipp. Das sind eigentlich lauter Sachen, gell, auf die man hinweist. Kauft was im Shop, das Kapperl zum Beispiel. Lasst dann Schmattes da. Videobeschreibung sind die Möglichkeiten aufgezeigt. Meldet euch zum Kanalmitglied an. Meldet euch zum Newsletter an. Abonniert, liked und teilt den YouTube-Kanal, die Beiträge sowie auch jene auf Facebook und Co. Was könnt ihr euch jetzt noch bieten? Ja, und bleibt's fürs Satz. Ein Viertel von 17% Baileys, aber die Flasche ist dann endlich leer. Genau, der Paracelsus hat gesagt, die Dosis macht das Gift. Ja. Paracelsus ist super. Ein echter Arzt bei einer Wirtshausschlägerei zu Tode gekommen. So gehört sich das. Schau, ich war brav, ich habe meinen Musikbeitrag überwiesen, wie immer. Weltklasse, Silvia, ich danke dir herzlich. Da trinke einen Schluck sofort auf den Wohl. Sofort. Dank dir recht narrisch. Baileys ist aber so ein echtes Dussi-Wasser. Ja, ich meine, also, Ackerl muss ich ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, wie man das trinken kann, aber hey. Gut, ich war auf solche Sachen nie wirklich sehr, ja, das ist nie sehr, na, der ist so süß wie ich. Ja, das stimmt, Ackerl. Da hast du recht, Ackerl. Und weil ja heute meine Mama 84er hat, müssen wir schon ein Mama-Lied spielen, oder? Kopfverlag hat, Knie aufgeschunden und die Finger zwickt und auf geschiffte Wunden ob Skiverrätsung oder gar das Handel verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Ob Spielzeug verloren, ein Botschen im Radl und ein Fleck in der Schuhe und ein blauer Fleck am Wadel. Ob eingeschossene Schein oder beim Zündeln was verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der
mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Ist mir röter geworden, möcht man das auch gern tun. Man kommt zur Mama zu Haus, trinkt Kaffee und redet sie aus. Drucken manche so, die ja noch so schwer, bei der Mama nimmer mehr. Weil du legst dein Kopf auf den Schoß von der Mama, dann ist alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Jawohl. Ein Mama-Lied. Ein Mama-Lied. Was sagt der Olmeister? Na, wenn es dann wirklich schon aus wird, schön war es wieder. Na ja, schon langsam kommen wir schon zum Schluss. Alles gut, ein Mama Klaus, jawohl, Herr Acker. Freut sie sich. Der Ackerl ist halt ein Likörtrinker, sagt der Ulrich. Ich weiß, es hat einen Unterton. Das hat einen Unterton, das gefällt mir. Schon die Austria muss arbeiten, vierte gut, jawohl. Beim Taschendeck ist dann wieder eine große Spritze, ja, das stimmt. Nehmt euch die Zeit und genießt diese mit euren Liebsten, kann man nicht oft genug sagen. Oh, absolut richtig, Olmeister. Absolut richtig. Ja. Wo ist der Taschler in Kampernheurigen? Im Kahlenberger Dorf, Silvia. Im Kahlenberger Dorf, also gehört zum 19. Bezirk. Das ist fast, also das ist die Grenze dann schon zu Klosterneuburg. Ja, da dort. Aber du findest die Adresse auch bei uns auf der Homepage 16erburm.at, findest natürlich die Termine und alles und auch die Adresse. Ja. Klein in der Kirche im Kahlenberger Dorf, genau. Wie komme ich da vom 15. hin? Du, entweder, also nach Heiligenstadt musst kommen. U-Bahn oder S-Bahn nach Heiligenstadt und dann fährst du dort mit dem Bus Richtung Klosterneuburg und das sind, ich weiß nicht, das von dort 3-4 Stationen. Also von Heiligenstadt nach mit dem Bus, aber es ist gar nicht so arg eigentlich. Es ist gar nicht so schlimm, wie man glauben könnte. Aber schon, ich meine, es ist halt dann schon ein Welt raus. Aber es ist wert, das ist wert. Und jeder, der beim Taschler war, sagt, ja, das ist wert. Der Steirerbur sagt schon selber vor dir. Jawohl. Heiligenstadt und Bus nach Klosterneuburg, sagt Georgschere. Ja. Da ich ja später eingestiegen bin, wo ist denn heute dein Partner? Ich hoffe, der ist nicht krank. Na, freilich ist er krank, sonst war er ja da. Aber er ist schon am Weg der Besserung. Nur es ist jetzt halt so, dass wir morgen beim Lentner spielen und der wollte sich heute da nicht. Er hat gesagt, er ist noch nicht ganz fit. Aber auch schon sicher schon 5 Wochen, 6 Wochen. Scheißt er schon herum mit dem Ganzen und ja, so hat er dann nochmal ordentlich erwischt. So richtig krepig. Wie es ein Gefühl, da jeder hat eigentlich. Alles am Weg der Besserung, ja. Ja. Na gut, Freunde, was machen wir jetzt da? Jawohl, genau. Wenn das zweite Auge gemacht ist, dann kannst du da. Karotten sind gut für die Augen. Und angeblich auch Brokkoli. Einst hat mir meine Mutter
Mutter gesagt, Buben, wenn dich der Hunger plagt, tu nicht naschen, is was Gescheites. Schau, Gemüse hat sein Reiz. Vitamine sind gesund und du wirst nicht kugelrund. Ich war früher reif in mein Leben und hab ihr als Antwort gegeben. Ich brauch keine Brokkoli, weil ich steh nicht sehr auf dich. Bleibst daheim mit den Exoten, ich will ein Kimi proben. Geschmackig, fettig, knusprig und hoffentlich nicht zu gesund. Dann hab ich ja keine Aversion gegen eine zweite Portion. Ich sitz auf der Wiesen, ein Großhalme Müll, die Burg sind zerrissen, ich find nix dabei. Ein Schmetterling fliegt mir an die Nasen herum, ein Fink frisst ein Fliegen, aber ich pfeif mich nicht drum. An der Arbeit denk ich nicht einmal mehr im Traum, ich fühl mich so frei wie ein Vogel am Baum. Ich möcht gern heim zu dir und meine Hauerei. Traum jede Nacht von dir und von mein Bier im Stammlokal. Stehen da alten Beisel noch, die gängen mir so an. Wir haben noch Wolkenkratzer da, du. Ich bin schon ganz bei der. In San Francisco heißt es da nicht. Freitag ein Hocken mehr, haben's noch im Brot Luftballon geblasen, Herz zu mir, dass ich was ab von dir wär. Schabadaba, wadabdababdubabdubab, bosopode, bababobaidan, badabadababadobosipodobbo, wasabadabebabbabadobe, badabdabosopdobdabedabdubababo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 bb. Du vergisst mich nicht, ich hab dich gekränkt und dich verlassen, du. Da war ich jung und blöd, da haben die Steiner auf der Gassen im Bussel so leon. Geht ich nur heim von da, schau da du im Bussel so leon. Geht ich nur heim von da werden. Beim Wein darf's nicht fad sein, bei ein Lied muss schön stark sein, sonst hast nur die halbe Freude. Beim Plaudern musst lieb sein und beim Busseln ein Dieb sein. Tust das nicht, tut's das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal um, einmal und, am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Drum darfst niemals fad sein, kommt das Glück, muss schön stark sein, Nagels an, weil sonst fliegt's dann davon.
Das Leben ist ein Hutschen, einmal um, einmal und. Am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Drum darf's niemals fad sein, kommt das Glück, muss schön spart sein. Nagels auf, sonst fliegt's da davon. Jawohl. So. The Walking Bass is Slapping Tonight, der erfolgreiche Musiker, jawohl. Ihm ist in sein Haus. Und das sagt er, That Walking Bass is Slapping Tonight. Bist du gescheit? Und ich hab's verstanden. Das ist ja übrigens das Orgel. Ist in sein Haus. Bravo, Ewi. Bravo, Ewi. So, dann bin ich für heute auch dahin. Schönen Abend, danke für ein großartiges Paplatsch wieder. Wir hören uns Montag wieder. Bravo, Allmeister. Schön, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Danke für den schönen Abend. Aber eine Zugabe geht noch. Habt alle eine schöne Woche. Der Freiweg, Söberl, Silvia Beach. Werden wir nicht machen. Zugabe. Danke, Setschmer aus der buckligen Welt. Das war ein tolles Konzert. Danke dir. Kompliment. Ich komme mit der Silvia zum Taschler. Wird klasse, ja. Unbedingt Platz reservieren, gell? Unbedingt Platz reservieren, weil ich glaube, das schaut auch schon gut aus. Schaut schon gut aus. Seid ihr wohl, die Herrschaften? Müssen wir dann schauen. Schau, wie viel Wasser. Gut, dass ich jetzt keine Flaschenwasser aufgemacht habe. Schaut sich das an. Normalerweise mache ich auf eine Flasche Wasser, 1,5 Liter. Siehst du, was fehlt. So, was reißen wir noch? He? Was reißen wir noch? Das kann nicht leiden, Silvia, nicht das haben, weil ich sofort wieder auf Silvia ausgehe. Aber ich glaube, Silvia, das ist wirklich was rein Wienerisches, gell? Das ist kein in dem Sinn ein großer Name oder eine Kurzform von Silvia, sondern ich glaube, das ist wirklich tatsächlich nur in Wien. Silvia. Nein, aber wie gesagt, selbstverständlich. War ja auch scherzhaft kurz, weil ich mich sofort ausgebessert. Sofort. Was macht man noch? Was Feines? Was machen wir noch was Feines? Mir habt nix mehr Ruhe, das macht mir Hamur. Ich kann traurig sein, trinkst du mein Glasl Wein und klopft an und wann Frau sucht bei mir an. Das eben nicht mein Sinn, ja ich bleib wie ich bin. Im Leben da ist schon einmal so, zuerst noch recht gesund und lebensfroh. Trifft an das Unglück über die Nacht, das am verdrossen und ganz mürrisch macht. Der echte Werner, wie schon gesagt, mit Gleichmut jedes Leid ertragt. Denn der Amour, der bleibt ihm treu, drum sagt er stets aufs Neue. Mir habt nix mehr Ruhe, das macht mir Hamur. Ich kann kein traurig sein, trinkst du mein Glasl Wein und klopft an und wann Frau sucht bei mir an. Das ändert nicht mein Sinn, ja ich bleib wie ich bin.
bleibt doch kein Weib besser zu Haus. Da kommen's pünktlich zur 10 Mess. Auf einmal, da wissen's vom Fahrer die Adresse. Die Frauen, die wundern sich sehr. Ja, sag, wo kommt diese Frömmigkeit her? Da plaudert der Seemann los. Ja, der Dornbacher Pfarrer steigt aus. Stellt's meine Rose in den Stall, bald kriegen's am letzten Mal a Sackel haben und ein Hai. Dann hängt's das Geschirr an die Wand, bald kriegen's ein halfter Band. Dann kommt der Abschied für uns drei. Nehmt's mir die Peitschen weg, stellt's mir's wo in den Eck, damit ist nimmer Schamolzen her. Hängt's an die Tierachschloss, dann seid's mir endlich los, weil ich jetzt nimmer zu die Fuhrleit kehr. Heute war die alte Zeit bei mir, leider nur im Traum. Sie hat so viel erzählt von ihr, aber leider nur im Traum. Sie hat mir manches Bild gezeigt, da hat noch Johann Strauß gegeigt. Wie ich bin munter war alles verloren. Drum Schramme tut's uns nicht verlassen, weil Wien wär ohne euch nicht Wien. Was nutzen uns die alten Gossen, wann die Gemütlichkeit mit euch dahin? Wir haben schon todelt alles ein kleiner, drum haben wir unsere Schrammen gern. Mit so viel Herz spürt uns sonst keiner, a wenn Lied wie es mir gern her. In Otterkring Traust, in einem uralten Haus, in einem Hof in der Speckbacher Gossen. Da ist Land ganz verstaubt, seiner Zierde beraubt, ein Herrgott aus Star ganz verlassen. Ich hab ihn entdeckt und als Kind dort versteckt, mein Kitterl unter meine Stollen. Denn die größeren Buben waren auf die Stollen wie die Neuen. Das Kitterl hätten's mir gestohlen. Herrgott aus Star, du nur allein, hast mir als Bierl verstanden. Du hast mein Besitz immer beschützt, bist wie ein Freund davor gestanden. Oft hab ich gewarnt und mich an dich gelernt, denn Kindersorgen sind groß. Herrgott aus Star, du nur allein, du warst mein einziger Trost. Ja, das ist schon lang her, von dem Haus steht nix mehr. Und Otterkring hat sich verändert, heut wird überall gebaut, alles alt jetzt erhaut, auch die Menschen, die haben sich geändert. Ich fahr öfters noch raus, denn meine Mutter wohnt raust. Und wie ich so hingeh zu ihr, da liegt ganz verlassen, zerschlagen auf der Straße, mein steinerner Herrgott vor mir. Herrgott aus Star, ich glaub wir zwei haben uns noch rechtzeitig gefunden. Du hast mein Besitz immer beschützt, bin dir als Freund stets verbunden.
Ich trag die heim und bieg die zusammen, sind deine Schmerzen groß. Herrgott, da steht du nur allein, du warst mein einziger Trost. Wenn's aufs Heim geht, vergisst, weil daheim niemand ist, stütz dein Kopf in die Hände, denk an deine vier Wände, wo der Herrgott im Winkel auf die Ober schaut. Jedes Bild an der Wand ist dir lieb und vertraut. Wenn's aufs Heim geht, vergisst, weil's alleine du bist, sei nicht traurig und mach dir nichts draus. In der heutigen Zeit, da gibt's viel Ärmerei Leid. Drum sei glücklich, du hast dein Zuhause. Irgendwo versteckt in einem Winkel sitzt ein alter Mann ganz in der Keim, ganz verlassen und tut auf seinem Fleckerl, denn er traut sich heute gar nicht heim. Weil beim Wirten, ja, da hat er immer sehr viel Leid um sich, die freundlich sind. Doch daheim, da sitzt er in seinem Zimmer, ohne Zuspruch, Mutter, Söhn allein. Da sagt ihm zur Spätstunde ein Freund, der ist ehrlich und gut mit ihr meint. Wenn's aufs Heim geht, vergisst, weil daheim niemand ist, stütz dein Kopf in die Hände und denk an deine vier Wände, wo der Herrgott im Winkel auf die Ober schaut. Jedes Bild an der Wand ist dir lieb und vertraut. Wenn's aufs Heim geht, vergisst, weil's alleine du bist, sei nicht traurig und mach dir nichts draus. In der heutigen Zeit, da gibt's viel ärmere Leid. Drum sei glücklich, du hast ein Zuhause. Jawohl. Ich glaube, da geht jetzt wirklich gar nichts mehr drüber. Die Hätte ist gerade noch dazugekommen. Jawohl. Ja. Dank der schönen Wurstel, dann kann ich schon zum Abschluss. Ich glaube, jetzt passt da nichts mehr drauf. Ja, gleich wieder sölig. Ich danke euch vielmals. Ich glaube, das war jetzt ein würdiges, ein Mördermädel, sagt der Iron Acker. Ich glaube, es war würdig. Ich danke euch vielmals. War schön mit euch und ja, ich hoffe das nächste Mal trotzdem, dass wir wieder zu zweit sind im Studio. Euch wünsche ich eine wunderschöne Woche. Vielleicht sehen wir einander ja und seid lieb, haut an Schmatte seine, bleibt uns verbunden, teilt unsere Beiträge. Nicht nur, dass wir was davon haben, sondern es geht ja auch darum, dass wir das Wiener Lied wieder ein bisschen unter die Leute bringen. Und da ist natürlich ganz wichtig, dass wir uns vervielfachen, dass ihr unsere Beiträge teilt, die Videos, die Videos, was wir auf die Homepage stellen. Die Livestreams sind nicht alle lang, nicht zum Teilen, das schauen sie nicht so, aber wir stellen so viele Videos auf, teilt das oder auf Facebook oder wo auch immer ihr seid, unterstützt uns da auch ein bisschen einfach in der Verbreitung, in der frohen Kunde der Botschaft Wiener Lied. In diesem Sinne, ein Schluckerl auf euch, eine wunderschöne Woche, alles Liebe und Prost und einen schönen Abend bzw. eine gute Nacht. Jawohl. Fühlt euch gut. Baba.